Hallo und herzlich willkommen zu Tag 209 meines veganen Tagebuch. Als allererstes möchte ich euch ein Video zeigen. Es kam zum Showdown McDonald's gegen Werder Ketchup und ich habe den Test gemacht und mal schauen, ob der Werder Ketchup den McDonald's Ketchup ablösen kann. So, der große Showdown. McDonald's Ketchup gegen Werder Ketchup. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe davon aus, McDonald's Ketchup wird gewinnen. Die Frage ist, wie hoch er gewinnen wird und ob ich vielleicht trotzdem umstelle. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Ketchup schon gegen 3 andere Ketchups getestet und die anderen waren nicht mal in der Nähe vom McDonald's Ketchup. Das heißt, ich werde jetzt beide Ketchups testen und mir dann ein Urteil bilden. So, jetzt habe ich den halben Finger schon voll. Jetzt werde ich zuerst den Werder Ketchup testen. Was ist der McDonald's? Der McDonald's hat so eine leichte Salzigkeit, aber, also ich muss sagen, wobei ich jetzt hier den Premium Werder habe mit 83% Tomatenmark, wobei ich sagen muss, der ist auf jeden Fall am nächsten am McDonald's dran. Aber ich glaube, der McDonald's, der hat noch so eine gewisse Salzigkeit, die das ein bisschen angenehmer macht. Wobei, wenn es nur das Salz ist, kann ich den Salz auch extra drauf machen. Daran soll es nicht liegen. Das ist nicht viel auseinander. Das ist wirklich nicht viel auseinander. Der McDonald's Ketchup ist leicht salziger und der Werder Ketchup ist leicht süßer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, aufgrund der Tatsache, dass ich Werder auf jeden Fall besser einschätze als McDonald's, weil es viel schlechter als McDonald's kann es gar nicht sein, werde ich, glaube ich, umstellen. Und die Credits dafür gehen an Erdbeerlise. Und natürlich an meine Mutti, die mal den Ketchup gekauft hat. Aber diese Erdbeerlise, die hat mir zuerst diesen Ketchup überhaupt empfohlen. Ich hätte ihn gar nicht mal auf dem Schirm gehabt. Ich hätte wahrscheinlich mein Leben lang versackt bei McDonald's Ketchup. Aber jetzt werde ich die noch leer machen. Und dann wäre ich, glaube ich, ja, nicht glaube ich, werde ich. Ich werde zu Werder wechseln. Also definitiv schon alleine, weil mir McDonald's Ketchup, das mir schon immer auf den Sack gegangen ist, dass es McDonald's Ketchup ist. Und er schmeckt wirklich sogar leicht ein bisschen süßer, der schmeckt leicht salziger, aber fast eine Liga, würde ich sagen. Wenn ich wählen könnte und müsste, nuanciell ist das Salzige tendenziell mir etwas lieber als das Süße, aber das ist wirklich so nah beieinander, dass ich sagen muss, der Werder Ketchup, mein neuer Ketchup. Und wie gesagt, die Flasche mache ich jetzt noch alle, aber ansonsten der neue Ketchup, der Umstieg ist gelungen. Weg von McDonald's. Fuck you McDonald's. Ja, also in der Tat hat es der Werder Ketchup geschafft. Die Credits dafür gehen nochmal an Erdbeerlise, die mir das sozusagen erstmalig mitgeteilt hat, dass dieser Ketchup wohl genusswert wäre. Und natürlich an meine Mama, die den Ketchup dann auch gekauft hat. Und weil ich hätte sonst den McDonald's Ketchup erstmal alle gemacht und im halben Jahr oder so hätte ich vielleicht dann den Werder Ketchup schon wieder aus den Augen verloren. Aber jetzt in meinen neuen Rezepten wird sozusagen immer nur der Werder Ketchup sozusagen Bestandteil sein. Und ja, das freut mich natürlich persönlich sehr, weil Devley oder McDonald's, was ja damit assoziiert wird, ist halt sicherlich keine Firma, die man unbedingt unterstützen muss. So, dann kommen wir weiter zu Produkten und Firmen und so weiter. Da habe ich ein interessantes Video gesehen von David Wolf. Das habe ich vor Facebook ungefähr vor einer Woche gesehen. Hatte das gestern durch Zufall nochmal entwickelt. Und das war so ein Video, ich habe euch das unten verlinkt. Die 10 ekligsten Sachen, die ihr noch nicht über euer Essen gewusst habt. Das richtet sich an Menschen, also auch an Nicht-Veganer, die sozusagen industriell gefertigte Lebensmittel essen. Und wie zum Beispiel jetzt bei McDonald's die Produkte oder auch viele andere Produkte. Und da wird damit da wird Ihnen vor Augen geführt, wie eklig das ist, was du isst. Und die Argumentationskette dabei ist ganz häufig, schaut euch das Video mal an, ist ganz häufig ein Zusatzstoff von dem, was du isst, wird auch als Zusatzstoff
von etwas verwendet, wo du sofort sagst, das ist überhaupt kein Essen, das ist überhaupt nicht eklig, das ist total eklig oder das ist total artfremd. Zum Beispiel wird ein Stoff, den man isst, auch dafür verwendet, um einen Baustoff anzureichern, damit er irgendwie besser wird. So, und das ist die Argumentationskette. Und damit soll dann sozusagen gesunde Ernährung gepusht werden und in letzter Instanz natürlich auch vegane Ernährung. Und, aber das hat ja überhaupt keine, das ist ja total irrelevant, ob ein Zusatzstoff, den ich zu mir nehme im Essen, ob dieser auch verwendet wird aufgrund seiner universal guten Eigenschaften als Baustoff oder als Bestandteil von einer Atombombe. Ist das doch total egal. Das hat doch nichts damit zu tun, ob dieser Stoff gut oder schlecht ist. So, aber anhand nur diesen, dass man sozusagen was verbindet, was auch als Baustoff genutzt wird zum Beispiel, dass dann instinktiv der Mensch sagt, ich esse Baustoff. Obwohl, wenn ich also will nicht mathematisch reden, aber wenn ich etwas nutze fürs Essen und etwas genutzt wird von etwas anderem, heißt ja nicht, dass das andere in irgendeiner Relation steht zu dem, was ich esse. Es wird halt nur, der Zusatzstoff ist universell einsetzbar. Und das ist halt so eine ganz dumme Logik. Und so ganz billig vor allem. So richtig polemisch. Und entsprechend, finde ich das richtig schade. Weil jeder nachhaltige Trend innerhalb der gesellschaftlichen Entwicklung geht nie von dummen Leuten aus. So, und diese Werbung ist nur für dumme Leute. Jeder wirklich nachhaltige Trend, nachhaltige Entwicklung innerhalb der Gesellschaft geht immer von intelligenten Leuten aus. So, und und mit dieser Werbung gewinnst du halt gar nichts. Und finde ich richtig schade, dass solche Werbung gemacht wird, weil sie ist im Endeffekt sogar kontraproduktiv. Weil ein intelligenter Mensch, der sich jetzt nicht unbedingt mit gesunder Ernährung auskennt, der sieht diese Werbung und sagt, wenn die so argumentieren, mit einer absoluten Unlogik, dann gibt es scheinbar keine guten Argumente für vegane oder für gesunde Ernährung. Und von daher finde ich das richtig schlecht, so eine Werbung. Die Intention finde ich natürlich gut, aber wie dumm die aufgezogen ist, also da muss ich sagen, war ich richtig angewidert. So, und dann geht's weiter. Diese Art und Weise, wie man sozusagen vegane oder gesunde Ernährung pushen möchte und ganz häufig sich ein Instrumentarium bedient, das wirklich so low ist, so primitiv und finde, oder noch schlimmer, was ich noch schlimmer finde, nicht nur primitiv, sondern wie man nur auf die Ängste eingeht der Leute, dass man sozusagen Angst machen will vor dem anderen, dass man nicht sein Lifestyle, sein Produkt bewirbt, sondern dass man sagt, wie schlecht alles andere ist. So, da kommen wir auch zu dem Buch Starch Solution, also die High Carb Diät. Die Rezension kommt wahrscheinlich heute noch. Das Buch an sich ist eher empfehlenswert, aber wie gesagt, die Rezension kommt heute oder spätestens morgen dann noch. Aber die Art und Weise, wie teilweise argumentiert wird, die ist unterirdisch. Da wird Angst gemacht vor Milchprodukten, da wird Angst gemacht vor Fleisch und da wird Angst gemacht vor Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter. Da wird immer nur mit Angst gearbeitet, anstatt die Dinge, die positiv sind, die dieses Produkt auch ausmachen, was gut ist für uns, dass das beworben wird, das reicht doch vollkommen aus. Warum muss man denn immer alles andere schlecht machen in der Argumentation? Jetzt nicht nur vegan versus nicht vegan, sondern generell im Marketing gegen andere Produkte. Warum muss man denn immer alles schlecht machen? Warum muss man immer denn an die Ängste der Menschen ran? Damit man sie sozusagen, dass man ihnen Angst macht, dass sie das und das nicht machen dürfen. Das ist dann auch warum wir uns auch oft so schwer tun, uns zu verändern und warum wir auch oft so lethargisch in unserem Wesen sind. Wenn wir zum Beispiel mit der Umstellung auf die vegane Ernährung, wenn unsere Motivation wäre, wie toll die vegane Ernährung ist, so wie ich das auch am Anfang gemacht habe, und ich denke, das ist ein großer Punkt, warum ich das auch geschafft habe, vegan zu bleiben, bisher zumindest, dass ich einfach fokussiert habe auf die tolle vegane Ernährung, auf das Experimentieren, was du plötzlich hast, auf die neue Welt entdecken, auf diese vielen tollen Sachen. Und ich habe nicht gedacht, oh, ich darf kein Fleisch mehr essen, weil der Cholesterinwert ist so hoch und Milchprodukte, da ist Osteoporose erhöht die Chance und so weiter. So, weil wenn das der Motor ist, wenn die Angst der Motor ist, dann ist das nie so produktiv, als wenn du wirklich
positiv auf die Dinge zugehst und dich fokussierst auf die positiven Dinge. Also das, was man erreichen möchte und nicht, was man vermeiden möchte. Ne? Also, und das finde ich so richtig negativ an vielen Büchern, an Werbung und so weiter. Dass immer nur Kontra gegen was anderes, immer nur Angst eingesetzt wird und so weiter. Da kommt mir richtig das Kotzen und da ist es mir egal, ob die Grundintention vegan ernähren zum Beispiel ist oder irgendwas Positives. Weil jeder intelligente Mensch durchschaut das und dem widert das ebenso an, da bin ich mir sicher. Und da stockt sozusagen, jetzt insbesondere bei veganer Ernährung, wenn das ein neutraler Mensch liest, der einen gewissen Intellekt verfügt, da schmeißt das weg, der sagt, warum auf diese Art und Weise, das muss doch nicht sein. Und ja, entsprechend wollte ich das einfach mal raus, wie gesagt, der David Wolf, da war das jetzt nur mal so die Initialzündung, auch wieder mit dem Video, aber und Starch Solution, was ich jetzt gelesen habe, auch wieder und ja, also und vor allem muss ich sagen, ja, kommt so das Gros dieser Sachen vor allem aus Amerika. Also da ist so häufig diese Art und Weise zu reden, ja, gang und gäbe, wenn ich im Gegensatz viele europäische Trends angucke und auch wie Bücher sich vorstellen und wie Bücher geschrieben werden, ist das durchaus eine andere Herangehensweise und viel angenehmer. Und von daher muss ich sagen, gefällt mir das gar nicht, so sehr ich Amerika schätze und auch, dass sie in der veganen Ernährung, also ich würde sagen, schon fast Vorreiter sind für die industrielle Welt. Und da muss ich sagen, bin ich jedes Mal immer recht enttäuscht, wenn ich da Videos oder irgendwelche Medien, Bücher oder sowas sehe, weil ich das nicht gut finde. Und ja, das wollte ich an dieser Stelle einfach mal loswerden, weil mir das wieder aufgefallen ist. Aber das Thema wird auch heute noch mal gestriffen als ein Punkt innerhalb der Rezension von Starch Solution, was heute kommen wird. Das lag mir einfach mal wieder auf dem Herzen, weil ich mich da wieder sehr geärgert habe und gedacht habe, dass die Firmen, so doof können doch Menschen nicht sein, dass sie sowas als angenehm empfinden. Da muss doch jeden wirklich der Hals schwellen, wenn er sowas liest. Aber okay, vielleicht ist es doch nicht so, kann natürlich auch sein, aber ich sehe das nur aus meiner Sicht. Gut, das soll es dann für heute gewesen sein. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder zu Tag 210. Macht's gut, euer Christian. Ciao. Und wenn man noch nicht genug von mir bekommen kann und sich zu Tode christianisieren möchte, der hat natürlich hier unten die Möglichkeit, mir bei meinen anderen Projekten zu folgen. Und das ist zum einen natürlich meine Homepage, wo quasi die Quintessenz aller YouTube-Videos und Facebook festgehalten wird in den veganen Säulen, die ich mir sozusagen aufgebaut habe. Bei Facebook tue ich meiner Leidenschaft frönen, Fotos zu schießen und ein paar persönliche Dinge preiszugeben. Des Weiteren natürlich die Playlists bei YouTube. Ich empfehle da vor allem das Wissensarchiv, wo wirklich der pure Content drin ist, ohne Laberei, wo es einfach nur um Wissen geht. Dann natürlich die Rezension, Produkte kaufen oder nicht kaufen. Das findet in Rezensionen, Rezepte selbst erstellt oder getestet und natürlich nicht zu vergessen mein Tagebuch, wo meine persönlichen Gefühle des Tages verarbeitet werden. Ich wünsche euch viel Spaß mit Christian.